Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum Panorama, heute moderiert aus Bern. Heute in der Sendung haben wir für euch die Berner Fitnessinstitution Unique, eine Analystenkonferenz der BKW, die Infrastrukturerweiterung der Ilfishalle zu Langnau und der Grosselterntag im Schlössli zu Bönigen. Die Berner Fitnessinstitution Unique Training tut Ende April zu. Der Ben Abeckle hat mit den Inhabern geredet. Name is Program, Unique. Es ist ein einzigartiger Platz. Einerseits, glaube ich, von den Vibes, die wir hier haben. Es ist auch von der Location, wie sie aussieht, die Atmosphäre, und vom Training her, glaube ich, auch, haben wir damals, als wir es angefangen haben, sicher auch einen Stein gesetzt, den es so noch nicht gegeben hat. Die Popularität ist ja sehr gross. Auch Leistungssportler vom SCB waren hier. Und jetzt hört die Geschichte auf, kann man sagen. Die Geschichte, die hört auf, ja, genau. Das ist natürlich so, dass das irgendwo ein bisschen schon ein Loch reißt, sage ich mal. Aber es ist auch auf der anderen Seite halt eine Chance für wieder irgendetwas Neues. Und es ist wie immer, oder? Eine Tür geht zu, die andere geht auf. Und ich glaube, wichtig ist, dass man, wenn man zurückschaut, die Learnings mitnimmt, die man hat, und vor allem auch die guten Sachen sieht, die man setzen können. Wie fest tut es weh, dass das Unique muss zugehen? Hey, das tut richtig weh, also 11 von 10, aber das ist das Leben. Umso grösser die Liebe, umso grösser der Schmerz, wenn man das irgendwann mal endet. Hey, verschiedene Faktoren. Ich denke, Corona war sicherlich mal der Auslöser, aber nicht der einzige Faktor. Die Gesellschaft verändert sich, die Werte ändern sich, der Markt verändert sich, es sind verschiedene Einflüsse. Es ist ein riesiges Schiff. Es war nicht geplant, so etwas aufzugleisen. Wir haben das in einer kurzen Zeit von 3 Monaten dann zumal aufgeleist. Es war eine super Zeit, aber irgendwann hat auch schon jede schöne Reise ein Ende. Der Energiekonzern BKW verzeichnet einen Gewinneinbuss und gleichzeitig das beste Ergebnis seiner Geschichte. Daniela Dambach hat mit dem CEO Robert Ischner an der Pressekonferenz geredet und herausgefunden, wie er mit dem Widerstand gegen das Solarprojekt umgeht. Also die BKW ladet hier nach Zürich ein. Ihr selber seid Zürcher. Tut ihr da irgendwie einen Achsbau auf die Pelle rücken? Nein, absolut nicht. Das ist historisch bedingt. Das war schon so gewesen, bevor ich bei der BKW war. Und der Grund ist, dass ein Haufen Analysten und Investoren halt im Raum Zürich die sind und darum eher dann an unsere Bilanzmedienkonferenz kommen. Ihr habt das zweitbeste Ergebnis der Geschichte präsentiert. Inwiefern habt ihr Verständnis für die Menschen, die ein bisschen unter den steigenden Strompreisen leiden? Ja, ich kann das natürlich schon nachvollziehen. Jetzt muss man einfach sehen, dass die BKW-Tarife nicht in dem Ausmaß gestiegen sind, wie an den Märkten die Verwerfungen waren. Wir haben ja sehr viel eigene Produktion, die wir in die Grundversorgung einbringen. Und da haben wir einen gewissen kleinen Aufschlag drauf. Das wird von der ElCom geprüft, dass das rechtens ist, und das ist die Basis für unsere Energietarife. Es herrscht ja schon eine gewisse Angst wegen einer Stromknappheit. Das ist immer wieder ein Thema. Welche Momente sind es, wo ihr euch das AKW Mühleberg zurück ans Netz würdet wünschen? Ja, insbesondere natürlich Januar, Februar, das sind die schwierigen Monate. Da haben wir die Winterstromlücke, die wir ja auch probieren jetzt zu adressieren mit den Photovoltaikanlagen beispielsweise in den Alpen und weiteren Massnahmen. Das ist sicher der kritische Moment in unserer Stromversorgung in der Schweiz. Und da müssen wir auch dringend dafür sorgen, dass wir dann mit dem Ausbau der Erneuerbaren diese Lücke stopfen können. Ihr habt den Fokus auf die erneuerbaren Energien. Wie geht ihr mit dem Widerstand um, der sich da eigentlich immer wieder auftut bei so Projektplanungen? Ja, erstens mal, wenn man vielleicht von diesen Photovoltaikanlagen noch mal reden kann in den Alpen, haben wir von Anfang an bewusst die Projekte eher kleiner ausgelegt, damit man vielleicht auch höhere Akzeptanz kriegt. Wir haben normalerweise lokale Partner dabei, gleichberechtigte Partner, die vor Ort die Kontakte haben, die Menschen kennen, auch die entsprechenden Diskussionen führen können. Und auch die BKW ist ja im Berner Oberland bekannt, auch an vielen Orten vor Ort präsent. Also da haben wir natürlich schon versucht, auf die Bevölkerung zuzugehen, auf die Bergschaften zuzugehen und damit die Akzeptanz auch zu kriegen, die die Projekte brauchen. Was ist denn das für euch persönlich für eine Vorstellung, wenn ihr jetzt von daheim, vom Zürcher Oberland aus würdet auf ein Windrad schauen?
Da hätte ich persönlich wirklich kein Problem damit. Ich bin sehr technikaffin. Ich finde das wirklich hochspannend, die Technologie Windkraft. Die ist sehr effizient, sehr kostengünstig, hat sehr gute Leistung. Und dementsprechend hätte ich da nicht das Problem damit, auch eine Windmühle zu sehen. Stromsparen ist immer noch so ein bisschen in aller Munde. Auf welches elektrische Gerät in eurem Haushalt könntet ihr am besten verzichten? Oh, das ist eine schwierige Frage. Auf was könnte ich am besten verzichten? Ja, von den grossen Strombezeugern, ich meine, den Staubsauger braucht man, die Waschmaschine brauche ich. Auf was könnte ich verzichten? Wir haben sicher den ein oder anderen Haushaltsgerät, den wir nicht so häufig brauchen. Da könnten wir definitiv darauf verzichten. Das ist mir historisch, warum wir das haben. Aber das wäre vielleicht so ein bisschen der Ansatz. Und was wäre wirklich schweren Herzens verzichtbar? Also, ihr habt schon den Staubsauger genannt, aber vielleicht gibt es noch ein kleines emotionaleres Gadget. Also der Geschirrspüler wäre wahrscheinlich das, was ich als letztes aufgebe, weil das wäre dann meine Aufgabe, das Geschirr abzuwaschen. Also von dem her, das ist ganz ein wichtiges Gerät bei uns. Die Erweiterung der Infrastruktur von Elfisau zu Langnau und daheim der SCL Tigers ist schon länger ein Thema. Der Herbst ist die Enthüllung. Was der Verwaltungspräsident der Peter Jakob am meisten am Projekt begeistert, hat Alina Dubach herausgefunden. Ja, man hat gemerkt, ihr habt viel Begeisterung für das Projekt. Auch jetzt auf der Tour gibt es einen Bereich, wo ihr euch am meisten darauf freut. Ich glaube definitiv, da wo wir jetzt stehen, die Athletikhalle, das ist eigentlich am Anfang gar nicht Projektgegenstand gewesen. Und das ist dann einfach das Bedürfnis ist entstanden. Und wir haben auch gesehen, was im In- und Ausland andere Sportzentren machen. Und irgendwie hat sich das plötzlich herauskristallisiert. Und heute gibt es Leute, die Tigers nah sind, die sagen, das ist mindestens der Athletikbereich so wichtig wie das Eis. Es ist recht eine grosse Investition. Wie könnt ihr das rechtfertigen? Wie könnt ihr das stemmen? Ja, wir haben einfach seit Langnau in der Situation, Langnau ist ein Dorf, weniger als 10'000 Leute und die Gemeinde hat eigentlich immer von Anfang an ganz klar gesagt, wir können hier nicht, wir haben eine Eisbahn für öffentlichen Eislauf und für Schulen. Wenn ihr das wollt, müsst ihr das selber stemmen. Und da ist irgendwie klar gewesen, dass wir halt, entweder gehen wir auf oder sagen wir, es geht halt einfach nicht, oder wir versuchen, dass wir private Leute motivieren können, hier mitzuhelfen. Und das ist zuletzt auch gelungen. Wie nachhaltig ist die ganze Erweiterung? Es gibt ja mittlerweile auch Alternativen zu einem Eisfeld. Aber hat ihr solche Optionen auch geprüft? Also im Moment steht man auf Eis. Für alle Juniorenteam oder Profiteam ist das einfach das normale Eis. Das ist das Normale. Was wir geschaut haben, dass wir energetisch extrem gut unterwegs sind. Wir werden über das ganze Dach eine Photovoltaikanlage drauf tun, wo wir 50-60% vom Gesamtareal abdecken. Aber gleich tun wir jetzt die Tür auf, dass wir in einem Bereich von etwa 200 Quadratmeter eine neue Entwicklung von Kunststoffplatten mit speziellen Schleifschuhen, mit kleinen Rädchen, wo man dort drauf fährt, Tür und Tor öffnen, dass man das hier 1-1 ausprobieren kann. Und eventuell ist das ein Durchbruch, wo später Möglichkeiten gibt, auch vielleicht in Ländern oder in Gebieten, wo einfach Eis viel zu teuer ist oder wo man nicht gewohnt ist, das zu machen oder nicht finanziell machen kann, dass das vielleicht nachher einfach auf Kunststoff stattfindet. Zum Grosselterntag, der jeweils am 2. Sonntag im März gefeiert wird, erzählen 4 ältere Damen und Herren über längst vergangene Zeiten. Der Ben Abeckle war im Schlössli zu Bönigen zu Besuch. Herr Seemann, wegen Gehen und Nehmen, könnt ihr uns noch eins sagen, was ihr auf den Weg bekommen habt? Ich verstehe noch nicht. Nicht nur nehmen, sonst auch geben, hast du doch gesehen. Ja, das ist im Leben, du kannst, das ist nicht nur das Essen, das ist auch das Geld und die Arbeit und alles, das ist alles damit verbunden. Wir haben doch nichts zu klagen in unserem Alter. Ja, wie ist das eben für die Jungen? Was würdet ihr gerne mitgeben? Ja, dass sie ein bisschen bescheidener leben ein bisschen vielleicht. Trotzdem, dass sie fast alles haben heute, oder? Das ist ja so, sie sollen dankbar sein, dass sie in dieser Zeit hier in der Schweiz leben können
eine gewisse Sicherheit, die wir noch haben. Wenn man jetzt ringsum die Sache sieht, müssen wir eigentlich sagen, wir wohnen hier in einem guten Land, in einer guten Zeit. Euer Tipp für die jungen Leute, was würdet ihr ihnen mit auf den Weg geben, ihnen sagen? Ja, dass sie ein bisschen mehr werken, anstatt aus der faulen Haut hocken. Haben wir viele. Und dass auch weniger Drogen würde nehmen. Wenn ihr jetzt heute noch mal 20 wäret, was würdet ihr machen? Ja, die gehen nicht Stanz. Ja, früher da bin ich viel mit dem Freund Stanz gegangen. Das war aber noch schön. Dann haben wir es genossen. Ich war einfach Stanzviertel. Das war es vom heutigen Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr unter plattformj.ch oder auf unserer App. Jetzt im Anschluss geht es weiter mit den Kollegen von Meteo News. Merci vielmals fürs Zuschauen und schönen Abend miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Recht herzlich willkommen zum Wetter hier auf der Plattform J an dem Dienstag, meine Damen und Herren, wo sich oft grau präsentiert hat. Die Sonne hat heute definitiv einen schweren Stand gehabt. Morgen im Laufe des Tages gibt es dann eine Wetterbesserung. Zuerst haben wir jetzt aber noch eine Schwall Feuchtigkeit, die hier in der Nacht auf den Mittwoch zu uns reinzieht. Es gibt eine graue und vor allem nasse Nacht. Morgen dann auch noch ziemlich einen grauen und ein nasser Start in den neuen Tag hinein. Im Laufe des Vormittags lassen aber die Niederschläge von Westen her rasch und deutlich noch. Die ersten paar Scheuchenaufhellungen dürfte es dann um die Mittagszeit herumgeben. Die Schneefallgrenze morgen Vormittag auf etwa 1100 bis 1400 Meter. Temperatur am Morgen bei rund 5 oder 6 Grad in den tiefen Lagen. Dann gibt es eben mehr und mehr Wetterbesserung. Die Niederschläge klingen zunehmend ab. Am Nachmittag dann auch sonnige Abschnitte, die sich zwischen den Wolken zeigen. Und es geht darauf mit den Temperaturen auf etwa 12 bis 13 Grad. Mit einem meistens schwachen Südwestwind hier im Mittelland auf den Bergen. Ein mäßiger Nordwind. Die Schneefallgrenze wird dann auf fast 2000 Meter ansteigen. Aber eben gleichzeitig lassen auch die Niederschläge nach. Dann schauen wir uns noch die nächsten paar Tage an. Am Donnerstagmorgen ein bisschen Nebel im Flachland, sonst ist das ein recht sonniger Tag bei frühlingshaften 16 Grad. Nachher wechselhaft am Freitag und Samstag sonnige Abschnitt mit Regengüssen und unbeständig dürfte es auch ab dem Sonntag weitergehen. Es erreicht uns voraussichtlich immer wieder mal eine Schwall Feuchtigkeit. Die Temperaturen bleiben aber auf der milden Seite. Danke vielmals fürs Zuschauen und einen schönen Dienstagabend.